Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05. Ja Leute, wie immer, bevor wir reingehen, Hinweis in eigener Sache, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, scrollt einfach mal unter das Video, da findet ihr den Abonnieren-Button, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr supportet mich und den Kanal damit. Vielen lieben Dank. Und damit rein in den Bums. Erste Meldung, Trainer ist kein Simulant. Erste Frage, Trainer, wie geht's? Ja. Herzlich willkommen. C ist gebrochen. Groß-C ist gebrochen. Groß-C ist gebrochen. Okay. Was ist denn los mit ihm? Der strahlt und freut sich ja. Hä? Läuft bei ihm. Sollte sich mal öfter einen großen C brechen. Schon notiert worden, dann trotzdem herzlich willkommen. Es steht wieder ein Heimspiel Wünschen wir ihm natürlich nicht, aber er nimmt es ja sportlich. an, morgen 15:30 Uhr gegen Mainz 05. Und damit kommen wir zum Üblichen, bitte. Die erste Frage, wo ist das Mikro? Hier ist das Handzeichen. Wo ist das Mikro, Alter? Ich fasse es immer noch nicht. Auf die andere Seite wechseln, ja. Nicolina für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel. Servus. Muss gleich nochmal anschließen an die Frage von Dieter. Jetzt sind Sie ja ein Coach, der gerne aktiv ist an der Seitenlinie. Gegen Aha. Lazio konnten Sie nicht länger stehen auf dem C. Wie wird das gegen Mainz sein? Feiert da die Alu-Kiste Ihr Comeback oder? Ja, wenn ist ich da die nah am Planung? Spielfeldrand sein will, kann das sein, dass ich eine Kiste brauche. So lange stehen, weiß ich nicht, aber es geht eigentlich Tag für Tag besser. Also deshalb versuche ich jetzt nachher mal eine Lösung zu finden mit einem stabilen Schuh. Vielleicht geht das sogar für die Dauer vom Spiel. Und ansonsten, also ich habe auch schon genug Spiele in meiner Karriere im Sitzen gecoacht. Das ist kein Problem. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist eine super Überraschung. Und ging auch gegen Lazio. Deshalb wird schon, wir finden eine Lösung. Dankeschön. Nebendran Christian Kunz für die dpa. Wie sehr schränkt das bei der Trainingsarbeit ein, der Fuß? Und wie groß ist die Hoffnung, dass es nach dem Sieg gegen Lazio bei der Mannschaft nicht wieder so einen Spannungsabfall gibt? Ja, also die Hoffnung ist immer groß, weil natürlich hilft uns das und solche Erlebnisse und solche Ergebnisse und die Art und Weise, wie wir das geschafft haben, sollte uns normalerweise Mut und Vertrauen geben. Wir wollen eigentlich nie Spiele bewerten und nie Spiele oder die Wichtigkeit von Spielen bewerten und dort Unterschiede machen. Naja. Dass wir das nicht wollen, ja, natürlich, klar, aber es passiert ja trotzdem, ne? Wenn du das Trikot anziehst Gerade von diese Bayern, Saison. dann gibt es nur das Leistungsprinzip. Deshalb gilt das auch. Wenn du das Trikot von Bayern anziehst, gilt nur das Leistungsprinzip. Naja, da hat er 11 Monate gegengearbeitet, würde ich sagen. Auch für morgen. Wir werden morgen von uns wieder das Maximum erwarten. Und natürlich hoffen wir, dass die letzten beiden Heimspiele und vor allem das Spiel gegen Lazio uns die extra Portion Sicherheit und Vertrauen geben, um da auch nochmal einen Sieg direkt folgen lassen zu können. Zum Training, auch da, also wir haben genug Trainingseinheiten auch schon absolviert, wo meine Co-Trainer den großen Teil übernehmen, aber Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. ich bin eigentlich mobiler, als ich jetzt erwartet habe. Und nach den ersten Tagen, mittlerweile kann ich einigermaßen beschwerdefrei gehen in diesem riesen Schuh. Und deshalb bin ich nachher mit draußen auf dem Platz. Und für die Dauer von einer Stunde, 1,5 Stunden soll es normalerweise kein Problem sein. Also Pässe werde ich keine spielen und in der Übung werde ich auch nicht mehr aktiv werden jetzt die nächsten paar Wochen. Aber das sollte keinen Qualitätsabbruch geben. Eins dahinter, Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo Herr Tuchel. Sie wollten sich nach der PK nach Lazio nicht zur Bundesliga äußern. Sie haben aber angemerkt, der Rückstand auf Leverkusen, der sei jetzt schon recht hoch oder recht weit. Nee. 10 Punkte ist recht hoch oder recht weit? Bei was? 10 ausstehenden Spielen oder 11 oder was? Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind, Alter. Komm, ich guck mal nach aus Spaß an der Freude. Komm. Ist doch kein Problem. Ne? Dann bin ich auch mal auf dem Laufenden. Da seht ihr mal, wie wichtig gerade noch die Bundesliga für uns ist. Nämlich wahnsinnig wichtig. So, wir sind am 25. Spieltag. Das heißt noch 10 Spieltage. Ja, lag ich ja gar nicht so schlecht. Ja, 30 Punkte zu vergeben. Wir haben 1/3 Rückstand.
Ja, also wer da noch irgendwelche Hoffnung hat, der ist auch im falschen Film. Haben Sie dieses Ziel Meisterschaft jetzt ein Stück weit abgeschenkt oder wie darf man das verstehen? Dass das hier so ein bisschen neblig ist und so ein bisschen flimmert, Leute, liegt nicht an mir. Ne? Ich wollte es nur sagen, das liegt an der PK beim FC Bayern. Nee, abgeschenkt nicht, aber ich meine, es gibt ja irgendwas zwischen abgeschenkt und zwischen Kampfansage, gibt es ja irgendwas dazwischen und das Ding heißt. Ja, das Ding heißt, die Saison ordentlich zu Ende spielen und vielleicht mal die Jugendspieler, gerade in so Spielen wie gegen Mainz, was dann dazu noch ein Heimspiel ist, die Chancen geben, sich zu zeigen. Halt Realität. So. Deshalb liegt das natürlich maßgeblich an Ihnen, wie Sie darüber berichten. Also wenn ich jetzt hier versprechen würde, dass wir deutscher Meister werden, würden Sie sagen, ich bin schizophren oder realitätsfremd, zu Recht. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass der Rückstand sehr groß ist, erstmal eine realistische Bestandsaufnahme. Deshalb für uns gilt es nur, stabil zu werden. Und das weiß ich auch immer nicht. Immer dieses Rechtfertigen. Also, das war einfach wieder so eine dumme, provokante Frage, damit er sich hinreißen lässt. Ich würde die gar nicht so beantworten, wie er sie da beantwortet, Alter. Sag ihm doch einfach mal, er soll selber auf die Tabelle schauen und da er Sportreporter ist, soll er das mal interpretieren. Und dann ist doch auch gut. Und eine neue Stabilität auch zu finden, das ist das Hauptthema für uns. Leider schon zu lange und das beginnt immer mit dem nächsten Schritt. Deshalb macht es für uns überhaupt keinen Sinn mehr, Ziele zu formulieren in dieser Meisterschaft. Wir müssen gewinnen. So, Ziel ist, unter den ersten 4 zu landen, Punkt. Auf gar keinen Fall mehr in der eigenen Hand. Und die Punkte, die wir jetzt zuletzt abgegeben haben, vor allen Dingen nach dem direkten Spiel gegen Leverkusen, haben natürlich die Situation sehr schwer gemacht, weil ich glaube, im Moment Leverkusen jetzt nicht den unmittelbaren Atem von uns spürt. So, da sind wir selber schuld und das müssen wir erstmal akzeptieren. Das entlässt uns nicht aus der Pflicht, morgen Gas zu geben, morgen 100% zu bringen und alles zu tun, um das Spiel zu gewinnen und das werden wir tun. In der Mitte Vincent Schirpke für Merkur und TZ. Hallo Herr Tuchel. Servus. Serge Gnabry hat ja gegen Lazio wieder sein Comeback gegeben und ein paar Minuten auf dem Platz gestanden. Ja. Wie haben Sie ihn in den letzten Wochen erlebt? Was erwarten Sie jetzt noch von ihm und welche Rolle kann er denn für den Saisonendspurt noch einnehmen? Ich glaube, ich habe ihn nur eine Woche erlebt und dann haben wir ihn spielen lassen, weil die anderen Wochen war er im Individualtraining mit den Reha-Trainern. Das war natürlich eine extrem lange Pause und vor der Pause war auch schon eine lange Pause. Also das hat sich jetzt aufsummiert. Serge war vor allen Dingen am Ende der letzten Saison für uns extrem wichtig, hat wahnsinnig wichtige Tore geschossen und auch am Anfang dieser Saison, vor allem in der Vorbereitung und ganz am Anfang der Saison eine sehr wichtige Rolle gespielt, war sehr stark und ein wichtiger Faktor. Jetzt muss man einfach schauen. Also ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht, ihn jetzt unter Druck zu setzen, weil es normalerweise auch seine Zeit braucht. Wir werden jetzt mal schauen. Manchmal gibt es ja so eine Phase, dass du nach einer Verletzung ganz schnell wieder in Form kommst und dann erst später so eine kleine Delle kriegst. Manchmal dauert es eine Weile. Das wissen wir jetzt alle nicht. Wir haben ihn jetzt spielen lassen, ganz schnell, damit er auch das als Belohnung und als Anreiz bekommt und das wirklich auch spürt, dass sich die ganze Plagerei gelohnt hat für ihn, weil er das natürlich jetzt sehr, sehr lange Aufbautraining gemacht hat. Und jetzt, ich hoffe, wir können ihm weiter Minuten geben und ich hoffe, er kann so entscheidend für uns dann auch noch mal werden in den Spielen, wie es über lange Zeit war. Daneben Curry Howe für Sky. Ich sag dazu jetzt nichts, Leute, das würde ausufern. Hallo Herr Tuchel, anlehnend an die Frage vom Kollegen, den anderen Flügelspielern, wie geht's denen? Also Sané, ist der jetzt komplett wieder belastbar? Hat er noch Schmerzen? Wann rechnen Sie mit Coman und wie bewerten Sie die bisherigen ersten Wochen von Brian Zaragoza? Was fehlt ihm, um vielleicht auch mehr Einsatzminuten zu bekommen als bisher? Brian fehlt, glaube ich, in erster Linie einfach die Sprache, weil es schwer in Englisch und es schwer in Deutsch. So deshalb, das ist halt ein elementarer Bestandteil. Wir haben den Transfer vorgezogen, um da einfach ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen und wir nicht wussten, wie lange die Ausfallzeiten dann auch sind von Kingsley und von Serge. Das einfach wir sind auf Nummer sicher gegangen. Es war mir schon klar, dass der Schritt für ihn sehr, sehr groß ist und das spüren wir jetzt auch. Wir sehen seine Qualität, aber wir merken auch, dass die Integration nicht abgeschlossen ist von der sprachlichen Seite. Das war uns auch bewusst, deshalb bekommt Brian auch noch Zeit von uns. Das ist viel zu früh, ein Urteil zu fällen und das ist alles im Soll. Und Kingsley erwarten wir nach der Länderspielpause.
Den ersten Take fühle ich nicht. Wir haben das gemacht, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Erstmal ist er dann schon gar nicht mehr da. Zweiten Take fühle ich, ja, dass man ihn geholt hat, weil man nicht wusste, wie lang die Ausfallzeiten sind und so weiter. Spracheteil, ja, fühle ich teilweise. Ja, also ich denke, um sich auf dem Fußballplatz zurechtzufinden, muss man jetzt nicht so viele sprachliche Dinge wissen. Ja, wenn man eine gewisse Qualität hat und also der Spieler versteht, was man im Training möchte von ihm. Ich denke, das sollte möglich sein bei diesem Verein, wo selbst die Kaugummis vom Spiel hingelegt werden. Kann es ja nicht sein, dass man sich nicht mit dem Spieler verständigen kann. Wenn er kein Deutsch oder Englisch spricht, ja, da muss man eben einen Übersetzer da haben, der Spanisch spricht. Also ich denke, das wird ja auch so sein. Das ist für mich jetzt gerade nicht wirklich ein Argument. Dass er noch nicht richtig integriert ist dadurch, dass er sich wenig mit den Mitspielern unterhalten kann. Ja, fühle ich 100% den Punkt. Stimme ich ihm vollkommen zu. Aber das darf ja kein Alibi sein, um den Spieler nicht mal spielen zu lassen. Ne? Den nicht mal 30, 40 oder mal eine Halbzeit zu geben. Ja? Oder ihn sogar mal reinzuwerfen von Anfang an. Aber gut, das können wir natürlich auch ein bisschen schwer beurteilen, so, wenn man nicht das Training sieht und so weiter. Ja, schade ist es trotzdem, denke ich. Aber ja, dass diese Sprachlichkeit, das Hindernis da ist, ja. Ist ein junger Kerl. Ich denke, Englisch sollte machbar sein. Ist eine einfache Sprache eigentlich. Von daher wird das schon lernen. Zurück, wenn alles gut läuft. Das sind natürlich, für Serge ist natürlich monatelange Ausfallzeit und auch mit Kingsley, das sind natürlich Schlüsselspieler, die uns gefehlt haben, auch in der Konkurrenzsituation sehr fehlen. Und deshalb sind wir froh, wenn die zurückkommen. Ja, die Konkurrenzsituation, die ist ja, weil wir ja vollen Konkurrenzkampf bei uns ausgerufen haben im Club. Ja, ist das super wichtig, dass da Spieler hinten dran sind, wie man sieht. Ja. Man schießt ein Tor im Spiel und sitzt dann wieder auf der Bank. Da sieht man ja, wie stark doch diese Konkurrenzsituation ist. Kommen und hoffentlich sich dann in der Zwischenzeit niemand anders. Ich freue mich auf nächste Saison, wenn dann endlich mal ein Coach da ist, der endlich mal Konkurrenzkampf auch zulässt und danach dann auch die Spieler aufstellt. Das wäre mal eine sehr willkommene Abwechslung. Verletzt. Leroy. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass er erstmal einsatzfähig ist. Ich habe nichts anderes gehört. Dass Leroy immer wieder mit Schmerzen spielt, sieht man seinem Spiel an. Das ist aber, glaube ich, jetzt in der Art der Beschwerden, die er hat, auch ein bisschen dazugehört. Müssen wir leider auch akzeptieren. Wir haben im Moment keine Möglichkeit, komplett zu warten, bis die Ampel vollständig auf grün. Aha, wieso haben wir das nicht? Jetzt nochmal. Wieso gerade jetzt haut er diesen Take wieder raus, der komplett sinnfrei ist, Alter? Wenn nicht jetzt, wann dann hast du denn diese Möglichkeit? Alter, die Bundesliga ist gelaufen. 10 Punkte nach oben, 11 nach unten. So, what the fuck labert der? Nochmal, lass ihn raus, lass ihn, wie er es sagt, fit werden, dass die Ampel auf grün steht. Weil dann kommen doch die Champions League Spiele, das Viertelfinalspiel, wo er doch dann vielleicht wichtig sein kann, wenn er denn 100% frei im Schädel ist und fit ist körperlich. Ja? Du kannst ihn ja dann nach vorne auch nochmal ein Spiel machen lassen, das ist ja nicht das Problem. Aber dann lass ihn doch jetzt mal raus. Also das ist doch jetzt nicht nächste Woche, das Viertelfinalspiel. Also, das ist wieder so ein Take, der komplett hirnfrei ist. Ne? Du hast einen Tell, du hast einen Saragossa. So, die werden wohl beide ein bisschen kicken können, auch wenn der Saragossa nur die Hälfte versteht, wird er wohl wissen, was er mit dem Ball zu machen hat. Also, die Tag fühle ich gar nicht. Du hättest ja sogar einen Kimmich oder einen Leimer, den du rechts hinstellen kannst. Also, sorry Leute, das ist wieder ein Gelaber, Alter. Das heißt, steht im Sinne von, ich bin bei jeder Bewegung schmerzfrei, ich kann völlig frei beschleunigen, stoppen und drehen. Das werden wir so über eine Dauer von einer Woche oder mehreren Spielen nicht hinbekommen. Er hat eine hohe Schmerzverträglichkeit, ist wirklich jemand, der durch Schmerz auch durchspielt und weiterspielt, wo andere nicht weiterspielen könnten. Das zeichnet ihn aus. Deshalb gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass er nochmal starten kann. Ist das ein Schwachsinn, Alter, gegen Mainz 05, Alter.
ey, weißt du, da krieg ich einen Kackreiz. Da krieg ich einen richtigen Kackreiz. Wo ist denn der Sinn? Überleg mal, der kriegt noch mal einen auf die Sehne und dann tut's noch mehr weh, dass er dann irgendwann auch gar nicht mehr spielen kann. Was ist das denn für ein dummes Argument, Alter? Nochmal, wir reden über Mainz. Lass ihn doch draußen und gut ist. Julian Wolf für die Welt. Ja, der Tuchel. Auch wenn er morgen gesperrt ist, eine Frage zu Pavlovic. Hat sehr viel Lob bekommen von seinen Mitspielern, von Experten. Passquote war zuletzt 94%. Ich denke, das ist sehr, sehr gut für so einen jungen Spieler. Wie sehr geht Ihnen auch so das Trainerherz auf, wenn ein junger Spieler... Ja, der Pavlovic ist gesperrt, habe ich gar nicht dran gedacht. Da steht wieder im Taktikfuchs 500 Mal die Nachricht. Ja, wie kommt denn den aufstellen? Der ist doch gesperrt. Dann stellen Conny Leimer dafür. Spieler sich unter ihm so entwickelt mit dem, was sie ihm an die Hand geben. Ja, ich freue mich für ihn, weil Pavlo vom ersten Training ein Strahlen auf dem Gesicht hatte und immer mit einem Lächeln ins Training kam und immer neben seinen sportlichen Fähigkeiten immer gezeigt hat, was für ein feiner Kerl er ist und was für ein toller Teamkollege und wie dankbar er auch ist für diese Chance. Und dann merkst du einfach diese kindliche Freude an, auf dem Platz zu stehen im Training. Und ich glaube, es hilft ihm, dass sein Selbstvertrauen eigentlich durch sein Spiel kommt. Und er hat immer so trainiert, wie er spielt. Und dann weißt du natürlich nie, kann jemand dann unter Wettkampfbedingungen in dem Druck das so zeigen, ja oder nein, dann muss man es einfach mal ausprobieren. Aber im Training haben wir gesehen, was er kann und er hat das konstant abgeliefert und ist bis heute ein feiner Kerl und ein Top-Teamkollege einfach für alle anderen. Und gibt jeden Tag Energie und ist wirklich jemand, den man einfach gerne um sich hat. Das sind die Attribute und es ist schön zu sehen, dass er mit dem gleichen Selbstbewusstsein und mit der gleichen Emotionalität und mit der gleichen Qualität das auch im Spiel umsetzen kann. Egal wer auf der anderen Seite steht, egal was der Rahmen ist, ob es ein Pokalspiel ist, Champions League Spiel oder Bundesligaspiel, ist sehr, sehr gut. Ja, und deswegen lasse ich ihn immer raus, sobald ein Kimmich und ein Goretzka fit sind. Ja, deswegen, weil er ein feiner Kerl ist, muss er dann nicht spielen. Dann reicht das, wenn die spielen. Der labert wieder ein Bullshit heute zusammen, Alter. Deshalb hat er sich das im Moment verdient und da gebührt ihm das größte Kompliment. Ja, das hat er sich schon vor dem Dortmund-Spiel und erst recht nach dem Dortmund-Spiel verdient, wo die halbe Stunde reingekommen ist. Also, sorry, Leute. Dass er sich das jetzt irgendwie auf die Fahne schreiben will, fühle ich persönlich gar nicht. Nächster Stefan Kumberger für Sport. Weil er hat immer nur gespielt, wenn wirklich keine andere Möglichkeit mehr da war. Wenn Kimmich gesperrt war, wenn jemand verletzt war, wenn keine andere Möglichkeit da war, durfte Pavlovic spielen, sonst nicht. Ja. Jetzt das erste, nachdem er entlassen wurde, nachdem er irgendwie Klick gemacht hat im Schädel, dass auch mal ein De Ligt spielt und ein Dyer zusammen und erst da hat er jetzt gesagt, wo Conny wieder fit war, nee, komm, ich lasse trotzdem den Pavlovic da. So, das war das erste Mal. Sport 1. Grüß Sie, Herr Tuchel. Passt dazu, weil Pavlovic ja gesperrt ist. Wie planen Sie auf der 6? Konrad Leimer oder Joshua Kimmich? Und wie sehen Sie da den aktuellen Leistungsstand von Joshua Kimmich auf rechts? Da gab es ja auch eine wellenartige Entwicklung in den Spielen Leipzig, Freiburg, Lazio. Ja, klar, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Sinn macht, die Viererkette jetzt erneut umzubauen oder ob wir nicht einfach... Nein, macht's nicht. Punkt. Die Kombinationen jetzt einmal mal so lassen, die gut funktioniert haben und ob wir die Rechtsverteidigerposition, Sascha ist zurück im Training, aber noch nicht voll einsatzbereit. Nuss macht leider nicht die Fortschritte, die wir uns von ihm erhofft haben. Der kann nicht im Kader sein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die nächste personelle Veränderung auf der Rechtsverteidigerposition jetzt vornehmen, auch wenn Conny da schon gespielt hat. Deshalb mal schauen. Letzte Entscheidung ist noch nicht getroffen. Wir können Conny im Mittelfeld einsetzen oder können den Switch machen. Die Tendenz ist jetzt für mich eher, dass Conny im Mittelfeld spielt, aber die letzte Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Und Kimmich die letzten 3 Spiele? Ja, es ist so, wie Sie sagen. Zuletzt war es gegen Lazio gut und ich hoffe, dass er da anknüpfen kann. Das ist auch ein bisschen bezeichnend für seine Saison leider, weil ich glaube, dass er nach wie vor, bin ich überzeugt, dass er herausragende Fähigkeiten hat und die auch im Training auf einem extrem hohen Niveau zeigt. Ja, im Training sind alle auf ein extrem hohes Niveau. Da sind wir alles. Da sind wir Champions League-Sieger, Weltmeister,
UEFA-Pokalgewinner alle sind wir da. Vielleicht hilft ihm, ich habe schon auch die Hoffnung gehabt, dass es ihm vielleicht sogar ein bisschen hilft, über die Seite ein bisschen vielleicht freier zu spielen und hat er auch getan jetzt gegen Leipzig und gegen Lazio, war es sehr gut. Ich hoffe, dass er da einfach anknüpfen kann und das auch spürt, dass er als Rechtsverteidiger hast du ein bisschen mehr Freiheiten als im Ballbesitz, den wir ja haben, als im zentralen Mittelfeld. Und ja, alles gut. In Freiburg war es für ihn ähnlich kompliziert wie für uns alle als Mannschaft. Machen wir noch ein paar Fragen. Michael Schröer für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, wie haben Sie die Mannschaft nach diesem Viertelfinaleinzug erlebt? Ist da eine positivere Stimmung zu spüren als zuvor? Ja, natürlich. Also alles andere wäre auch verwunderlich. Ich glaube, wir haben auch noch mal eine Nachbesprechung gemacht und ihr verdeutlicht einfach, dass wir eine sehr gute Teamleistung gebracht haben, dass es auch nötig war, aber dass wir diszipliniert waren und dass wir in der Ordnung und in dem, was wir vorhaben, das mit Leben gefüllt haben. Das war das Verdienst der Spieler, haben sie gut gemacht. Die Stimmung war gut, die Stimmung war jetzt auch gut. Weil das ist klar, das ist das Minimalziel, mit dem du antrittst bei Bayern München, das Viertelfinale der Champions League. Und das war, glaube ich, spürbar, dass das auch... Das andere Minimalziel ist aber Halbfinale DFB-Pokal und Deutsche Meisterschaft. Der Anspruch jedes einzelnen Spielers, des Trainers für uns ganz persönlich auch war. Und wenn du diesen Schritt dann erreichst, dann gibt dir das natürlich, das gibt dir eine Bestärkung, das nimmt dir auch ein bisschen Druck von den Schultern, dass du so ein großes Etappenziel erreicht hast, hat uns gut getan. Und ja, nachdem er die anderen beiden Etappenziele vorzeitig die Segel gestrichen hat, wird das wahrscheinlich noch mal mehr so gut getan haben. Dementsprechend gut war die Stimmung die letzten 2 Tage. Jetzt hoffen wir, dass wir heute nochmal ein gutes Abschlusstraining hinbekommen und mit der gleichen Energie morgen nochmal spielen. Ganz hinten Georg Holzner für den Kicker. Pardon. Hallo Herr Tuchel, ich grüße Sie. Und jetzt nur die Nachfrage noch auf der Gegenseite. Joshua Kimmich und Konrad Laimer hatten wir gerade. Wie ist der Stand bei Rafael Guerreiro und Alphonso Davies? Was spricht für wen jetzt aktuell? Sogar gesagt, die Viererkette will er nicht verändern. Punkt. Für Rafa spricht, dass er die letzten Spiele durchgespielt hat und da auch ein wichtiger Teil war in 2 wichtigen Heimsiegen gegen 2 schwere Gegner. Für Fonsi, beide haben die Qualität für uns zu starten. Rafa ist ein Tick flexibler, weil er auch im Mittelfeld spielen kann und vielleicht auf der 8, auf einer 10er-Position auch mal spielen kann. Rafa hat jetzt viel gespielt, Fonsi ist bereit, hat jetzt 2 Kurzeinsätze gehabt. Ich glaube, so muss es auch sein, dass nicht jeder, der aus einer Verletzung kommt, einfach sofort wieder... Nee, echt? Warum hast du das dann so oft getan, die Saison, ohne irgendeinen Grund? Junge, Alter. Der mich aggressiv manchmal, Alter. Jetzt setzt er sich da hin und erzählt das. Vor Leverkusen schmeißt er einen Opa rein, der 2 Tage im Training ist, Alter. Und Minje, der einen Tag wieder in München gelandet ist. Direkt und das war nicht das erste Mal. Startet und die einzige Alternative ist. Ich glaube, dass uns das hilft, auch wenn es dann harte Entscheidungen gibt. Ich glaube, dass das einfach extrem hilft, wenn Konkurrenzsituationen sportlich ausgefochten werden und wenn Spieler um ihren Platz kämpfen müssen und darum kämpfen. Ja, hat er vollkommen recht. Wäre schön, wenn er das mal in den letzten 11 Monaten gelebt hätte, was er jetzt gerade wieder erzählt. Also keine Ahnung, ich frage mich manchmal, ob der eine geteilte Persönlichkeit ist, der Mensch. Ja? Wie gesagt, wann war es? Vor 3 Wochen hat er uns noch erzählt, dass es nicht nach Leistung bei uns aufgestellt wird, sondern nach Langzeitverhalten, nach Stimmung in der Mannschaft, Blasels. Und jetzt setzt er sich dabei hin und erzählt, ja, es ist ja super, wenn die Spieler dann in Leistungsdruck haben und dass sie in Konkurrenzkampf stehen, das ist super, so muss das sein. Also, der macht mich sprachlos, der Mensch. Müssen da in der Mannschaft zu bleiben. Deshalb ist es... Wenn er das mal alles so gelebt hätte, die letzten 11 Monate, was er jetzt so von sich gibt, ne, dann wäre er nicht in dieser Situation, dass er am Saisonende gehen wird. Gut, dass Fonsi zurück ist. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie die Daten sind von Rafa aus den letzten Spielen und so. Und da gibt es ja auch eine Verletzungsvorgeschichte, ob da ein Wechsel Sinn machen könnte. Aber ja, beide sind Stand jetzt bereit zu starten und warten wir bis zum Schluss ab, bevor wir die Entscheidung treffen. Einmal noch, Carrie Hau, bitte. Sie haben sowohl in Freiburg in der zweiten Halbzeit als auch gegen Lazio
über die 90 Minuten eigentlich mit so einer Art mobilen Dreierkette auch hinten gespielt, dass Goretzka sich hat fallen lassen bei eigenem Ballbesitz. Ist das ein Modell, auf das Sie jetzt auch in den nächsten Spielen zurückgreifen möchten? Und wie sehen Sie da auch die Entwicklung oder die Anpassung von Leon Goretzka, der eigentlich weiter vorne sich sieht oder spielen möchte? Ja, aber er macht das sehr gut, weil wenn Leon aus der letzten Reihe unser Spiel aufbaut, finde ich, dass er sehr klar spielt, dass er ein sehr gutes, hartes Passspiel hat, dass er sich traut, durch die Lücken zu spielen und dass er mit ein bisschen mehr Zeit dort unser Spiel eröffnen kann und das sehr diszipliniert macht und auf einem sehr hohen Niveau macht. Das war die letzten 2 Spiele das Mittel im Spielaufbau. Das war sehr flexibel hergestellt mit Leon. Das hat aber jetzt auch explizit auf die beiden Gegner gepasst. Wir erwarten jetzt Mainz klar in einer Fünferkette. Und ich denke, die werden uns auch ein Stück weit spiegeln in ihrer Grundordnung. Deshalb müssen wir jetzt mal sehen. Haben wir noch nicht entschieden. Aber das dürfen auch die Spieler selber auch mal entscheiden. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, ob der Gegner mit einer Spitze, 2 Spitzen und wie der Gegner formiert ist. Wir haben uns ein bisschen bessere Winkel davon versprochen in unserem Aufbauspiel, wenn wir in einer Dreierkette aufbauen. Es war dann aber trotzdem wichtig gegen Lazio, dass Leon im Mittelfeld war für die Konterabsicherung. Und er hat ein sehr gutes Spiel gemacht und da eine wichtige Rolle eingenommen. Und ja, gehe ich mit, dass Leon das gut gemacht hat, gerade diesen defensiven Part. Wo ich nicht mitgehe, ist, es hartes Passspiel im Spielaufbau, in die Lücken spielen. Also ich kann mich an relativ wenig Bälle von Goretzka erinnern, die nach vorne gingen. Ja, er hat zwar oft den Ball gefordert als linker Innenverteidiger in der Dreierkette, aber ja, dann ging der Ball auch oft genug wieder zurück oder einfach nach außen hin. So, das ist ja jetzt kein Ball irgendwie in irgendeine Schnittstelle oder sonst was. Ja, da wird der Ball halt einfach auf den Außenverteidiger gespielt. Das macht jeder Innenverteidiger. Also da war jetzt für mich nichts Besonderes dran. Aber alles andere fand ich gut bei Leon, ja. Gerade mit dieser Dreierkette, mit dem Wechsel, dass er noch ins Mittelfeld ging. Und das war wirklich gut, ja. Ich denke, dass solche Dinge immer in unserem Repertoire sein müssen, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Auch das ist richtig. Ja, auch das haben wir 11 Monate nicht getan. Wir haben 11 Monate ein und dieselben Kackscheiß durchgespielt. Wir haben Spiele gehabt, wo wir 90 Minuten ein und dieselbe Scheiße durchgespielt haben, obwohl man schon nach 30 Minuten spätestens gemerkt haben müsste, dass man heute so keinerlei Torchancen spielt. Ich sag ja, der entweder wurde der ausgetauscht, der hat eine Gehirnwäsche bekommen bei uns. Also irgendwas ist ja komplett anders geworden mit dem Herrn Tuchel. Ja? Also, keine Ahnung. Ganz wild. Wenn es nur ein kleiner Vorteil ist, um einen stabilen Ballbesitz hinzubekommen oder uns im Kontern abzusichern. Okay, vielen Dank, Thomas. Danke euch. Bis morgen. Ja, wild. Ja, interessante PK einigermaßen. Wie gesagt, dieses komplett anders jetzt reden, als wie man es 11 Monate getan hat, verstehe ich persönlich nicht. Aber vielleicht hat er einfach auch die 11 Monate reflektiert, hat gesehen, dass er Fehler gemacht hat und macht das jetzt anders. Ne? Ist ja völlig legitim. Dann ist es leider sehr schade, dass man ihn dafür erst entlassen musste. Ne? Weil das hätte man auch schon nach spätestens einem halben Jahr machen können. Ne? Ja. Gut, meine Meinung, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche uns allen morgen ein schönes Spiel. Mein Tipp natürlich 3:0 und in diesem Sinne vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und wer Bock hat, wir sehen uns heute Abend im Stream. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.